Jodfurt. Merci, Herr Präsident. Also ich gehe fangen der Minelli merci so für das d'Aktualität auf den Ordre du jour gesagt zu hun schmengen das ein wichtiges Thema im Moment für die Jung mehr auch für die Gesellschaft am größten Ganzen und das wichtig, dass man da gemeinsam darüber diskutieren, weil der Schutz für Kinder Jugendlichen ist nämlich eine absolute Priorität auch für das Regierung und das wichtig, dass sie können altersgerecht Online-Umfeld tun. Dazu können Chancen und Vorteile vom Internet nutzen an der Sicherheit nutzen, ohne zu viele Gefahren ausgesetzt sind, die damit verbunden sind. An ohne besonders gesundheitsschädliche Funktionalitäten ausgenutzt, von gesundheitsschädlichen Funktionalitäten ausgenutzt und manipuliert zu gehen. Du hast natürlich die große Vor am Raum von der Verantwortung von den sozialen Medien an diesem Kontext, mehr auch von der Verantwortung von der Politik. An den Herr Marquez hat die Tüte schon angeschaut von Ansatz, die mehr wie 1000 wissenschaftliche Tüten über die Effekte von den sozialen Medien auf Gesundheit analysiert, dann die ganz klar zur Konklusion kommt, dass Plattformen gezielt probieren d'Aufmerksamkeit von den Benutzer so lange wie möglich zu kaptieren, das auch durch manipulativ Interfassen die süchtig machen. Und das ist natürlich nicht nur problematisch für Junge, aber auch für Erwachsene. Sie sind aber besonders problematisch für Junge, das Praktiken, weil die Jungen gerade nach einer Entwicklung sind, an einer sensiblen Phase von ihrem Leben. Und die Risiken für die Jungen, die sind teilweise schon darauf angegangen, sind vielfältig. Schlaf, Erstimmungsstörungen, mehr Wochen, niedriges Selbstwertgefühl, weil sie permanent mit unrealistischen Bildern konfrontiert sind und so zieht, ob sich selber sich verschlechtert. Sie sind aber auch Risiken wie Gewalt ausgesetzt als Cybermobbing am Online-Umfeld. Das ist ein Punkt, den man besonders Herz hat, besonders auch, weil die Tüte weisen, dass besonders junge Mädchen mehr stark betroffen sind von dieser Problematik wie Jungen. Weil eben den sozialen Druck auf verstärkte Geschlechterstereotypen oft heute damit verbunden sind. Fakt ist also klar, an Los in der Politik zu handeln. Und das ist ja so, wie das haut schon die meisten Plattformen tatsächlich eine Altersgrenze von 13 Jahren umsetzen. Das ist aber so, dass auch die Studien weisen, dass aber mehr junge Kinder tatsächlich auch schon Zeit auf die sozialen Medien verbringen. Da ist es wichtig, dass man die Verantwortung auf nationalem Niveau holen. Wir haben für im Sommer einen interministeriellen Arbeitsgruppe am Platz gesetzt, weil man das Thema transversal angehen und als besonders mit den Frauen von der digitalen Majorität an der Altersverifikation beschäftigen. Und das ist auch nicht, wie wenn heute nicht schon eine ganze Reihe Regeln ginge bestehen. Mit dem Mediengesetz von notamment Dubida für Videosharing-Plattformen müssen die nötigen Maßnahmen holen, für Junge für schädlichen Inhalte zu schützen. Wir noch an der Medienreform, die wir proposieren, gehen wir dann alle nach mehr Pouvoir an diesem Kontext, für eben gerade Guidelines rauszugehen, auch für zu verifizieren, ob die Altersverifikationsmechanismen, die die Fournisseuren en place setzen, auch tatsächlich effektiv sind, mit einer Sanktionsmöglichkeit gehandelt. Dann haben wir den DSA, den 2022 auf europäischem Niveau angeholt ging. Und die weist, dass wir auf europäischem Niveau kapabel sind, etwas zu erholen. Die Idee also heute Plattformen zu responsabilisieren, zu gucken, dass sie schädliche Inhalte aufholen, dass sie die nötigen Mechanismen in Platz haben, für eben gerade die Jungen zu schützen. Und es sind auch schon eine ganze Reihe Enqueten von der Europäischen Kommission, die en charge ist von den großen Plattformen, gegen die diese Plattformen erholen gehen. Wir haben noch zu Lützeburg schon ein Projekt de loi NRW, das ist das Projekt de loi von Madame Aubertin für den europäischen digitalen Portemonnaie, wo, wenn das umgesetzt ist, es eben gerade möglich ist, die angestrebten Altersverifikationen ganz einfach zu machen. Und das ist erst noch immer nicht fertig diskutiert zu gehen auf europäischem Niveau. Schon den 10. Oktober während der dänischen Präsident so eine Deklaration unterschrieben, wo wir gerade effektiv und datenschutzkonform Altersverifikationen fordern. Darum geht es nämlich, weil er das so, wir wollen, dass Kinder ab einem gewissen Alter dürfen auf sozialen Medien mit das zu gucken, wie kontrollieren wir dann, dass sie den Alter haben, aber wie kontrollieren wir, dass man Weise, die konform ist mit dem Datenschutz. Die europäische Präsidentin von der Kommission hat auch klar schon gesagt, dass sie sich enkadrieren lässt von einer Expertengruppe, die noch eine Rekommendationen machen. Der Justizkommissar hat annonciert, den Digital Fairness Act zu machen, wo eben justement auch darum geht, für gegen die sogenannten Dark Patterns zu gehen, die Addictive Design Features an Misleading, auch Reklame von Influencer. Das sind also eine ganze Reihe Sachen, die NRW sind auf europäischem Niveau an. Wie gesagt, die Vergangenheit beweist auch, dass wir auf dem Niveau können ganz viel erreichen können. Es gibt auch eine ganze Reihe Gründe, wie weit besser als auf dem Niveau, wie wenn wir es national machen. Schädliche Inhalte kennen nämlich keine Grenzen. Und da wäre es wichtig, dass wir heute koordiniert dann ambitiös vorgehen, probieren zu 27 etwas zu bewirken, anstatt nur 27 individuelle Lösungen zu haben. Anders können wir die Jungen viel mehr weitreichend schützen und ich meine, wir sollten so ambitiös sein.
jeweils auch erlauben zu weisen, dass Europa geeint ist an schmengen, dass die juristische und die technische Umsetzung auch wesentlich mehr einfach wäre vis-à-vis von der Plattform. Die juristisch, weil man schon über den DSA ein Kader hun den Plattformen reglementiert. Mehr auch die technisch, weil man können mit enger geeinter technischer Lesung könnten diese Problem ruhen. Denn Wallet wird ja auch am Moment schon an anderen europäischen Ländern als Pilotprojekt benutzt, für Dateien umzunehmen. Wir wissen, und wir sind uns das ganz bewusst, dass wenn wir auf europäischem Niveau nicht weiterkommen, dann ist es natürlich wichtig, auch hier auf nationalem Niveau etwas zu bewegen. Du hast mal den Arbeitsgruppe am Platz gesagt, für eben genau das schon zu präparieren, für eine Lösung auch zu präparieren. Gleichzeitig halten wir den Druck auf die Europäische Kommission. Hey, ich will, dass wir so schnell wie möglich eine Lösung zu diesem Problem haben, den die Jungen stark betrifft. Ich meine aber, dass der Moment, der klare Momentum gibt für eine europäische Lesung, wenn das nicht möglich ist, fand ich, soll den auch in Kontakt treten mit unseren Notbeständen, für aber einen Schutz zu haben, der so weitreichend wie möglich ist. Und dementsprechend muss ich auch die Lesungen, die wir heute proposieren, natürlich auch mit euch allen, noch besonders auch mit den Jungen, diskutieren. Für mich ist aber klar, dass wenn wir auf den Weg gehen, dass das natürlich nicht im generellen Internetverbot geht. Und das ist ganz wichtig. Es soll nicht darum gehen, den Jungen den Access auf Internet oder den Access auf Informationssourcen zu verbieten. Au contraire, sie sollen lernen, die Vorteile vom Internet sich zu appropriieren, ohne aber denen schädliche Geschäftsmodelle von den sozialen Medien exposiert zu sein. Und das ist auch an dem Sinn, egal was wir heute diskutieren, kein isoliert Maßnahmen. Das ist wichtig, dass man das Aufmerksamkeit auch nutzen, für Neinke verstärkt das Thema von der Medienkompetenz anzugehen. Den Herr Meisch wird das noch machen. Das ist aber genauso wichtig, dass wir weiterhin der Hand bleiben, dass der sehr effikaz umgesetzt wird. Und das ist genauso wichtig, dass man da Hand bleiben für noch mehr Regeln, für besseren Schutz, justement bei der Konzeption von der Plattform, da denen das zu gucken, ob wenn die dürfen sie ran, und der andere auch zu gucken, was geschieht, wann sie bis zu wann sind, für sie eben gerade zu schützen, für und den Algorithmen, wie sie zu schützen, dass sie unendlich weiter scrollen, für sie zu schützen, dass sie ungewollt kontaktiert gehen, ungewollt eine Gruppe gesagt gehen, und so für Cybermobbing zu schützen. Und als Justizminister werde ich in den nächsten Monat auch einen Text deposieren, für eben gerade den Mobbing online nach besser Rechnung zu drohen, weil den sich aber auf eine andere Art und Weise mehr schnell kann aufspielen wie an der Offline-Welt. Voilà, für den Rest gebe ich dann dem Edukationsminister das Wort, für eben singen wollen.